Wir leben in einem Land, wo wir einfach Kommunitäten haben, wo wir der Meinung sind, dass sie auch sollen gefordert gehen, als Nationalsprachen zu lehren, aber auch aber Recht haben auf Informationen. Aber wie gesagt, dafür muss schon ein gewissen Zahl von Population sein, für das sie überhaupt gedroht kann gehen. Da wenn sie klein isoliert Sprachen, die wirklich wenig nützlich vertreten sind, werden ganz wenig Chancen für sich auch finanziell drohbar zu machen, mit Pip, die sie da sollte kreieren, mit Journalisten, die sie da können erstellen. An den Kriterien von der Spruch soll für uns nicht ausschließen an dem Dotten vor eine lange Diskussion, die aus der Meinung soll ich just die Nationalsprachen hun, die man hun. Es sind auch zum Beispiel der Meinung, dass den eng Online-Plattform kann auf Portugiesisch, den ein Community wird ja zuletzt präsent ist, an den eng transparent die Obligation, die man hun, regulär Information, mit Journalisten mischt auch soll können von einer Medienpräsenz, also von einer Online-Präsenz als Journalist auch unerkannt gehen. Es sind immer die Hand durchstehen, die Kriterien erfüllen vom Journalist, und dann auch die Deontologie zu respektieren und dann auch den Contenu zu kontrollieren und als portugiesische Mattbürger sollen gerade so gut informiert gehen über die Vertragsbeschluss wie die. Auf den Debatte über die Medien zurückkommen, ich will aber eine Bemerkung machen. Ich meine, dass der Staatsminister seiner Funktion auch angehalten, dass sich ein Gesetz zu halten, dazu gehört das Sprachegesetz 1984. Sprachegesetz 1984 steht am engen Nationalspruch hier im Land und das Lützeburgisch und dass man da daneben selbstverständlich 3 Amtssprachen haben, Lützeburgisch, Französisch, Deutsch. Das ist mir bis heute nicht bekannt gewesen, schon rund der Regierung nicht der Meinung ist, dass man hier im Land mehr Nationalsprachen haben wie nicht mit Lützeburger Sprache. Ça se passe de commentaire. Lützeburg ist ein Land, wo 3 Sprachen offiziell oder administrativ oder Nationalsprache sind, mit einer Woche Realität, hier geht es darum, für Information und Leute weiterzugehen, hier geht es nicht, einen Spruch unerkannt zu kriegen oder nicht. Wir haben Nationalsprache, wir haben Offizialsprache, und das Regierung wird nicht vieles, die abzumachen mit dem Droit à l'information, als für mich ein Droit universell und nicht ein Droit selektiv. Ich meine, das was gemengt war, mun eng Nationalspruch, mun 3 Administrativsprachen, das sind wir als ausnahmsweise alle eins.